Nach längerer Zeit sind wir wieder einmal zurück im Dekowald oder im Krogwald. Wie heißt hier genau? Wald der Krogs, okay, gut. Im Wald der Krogs beim Dekobaum. Zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, wo wir nochmal unsere Waffentasche abgebildet haben. Und ich meine, viel hat es nicht gebracht, ein Slot mehr. Wir müssen irgendwann muss man mal die Zeit nehmen, um mal noch ein paar Krogs zu sammeln. Alle werde ich nicht machen, aber zumindest mal so viele, dass wir die ganzen Taschen und so weiter haben. Mir scheint es als zu große Gefahren überwinden müssen, wa? Doch nun ist das Masterschwert dein, wie ich sehe. Dass du mich jemals brauchen solltest, nur keine Scheu, du findest mich hier. Ja, ich wollte dir quatschen. Dein Ernst? Der dachte einfach nur. Ja, Mann, ich kann dir gar nicht mehr helfen, aber ich lache einfach, weil ich es nicht besser kann. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Okay, Freunde, jetzt nach Kakariko. Wir haben noch ein paar Quests hier zu erfüllen, auch mit den Kranzruinen. Wir haben noch so eine, sagen wir jetzt mal, Anfrage und eine Quest auch seitens von Pura. Also Spähposten, aber auch für Kakariko selbst noch ein paar Dinge zu tun. Ne? Wir können ja auch mal noch in den Rüstungsladen gehen. Uns hoffentlich die verschiedenen Rüstungen zu einem angemessenen Preis zu erstatten. Aber erst einmal machen wir noch kurz einen Schrein hier. Das ist einer der Schreine, die zur Story gehört, beziehungsweise auf dem Weg auf einem Dorf und so liegt. Und wir wissen, dass diese Schreine relativ simpel sein müssen. Aus Erfahrung her. Auf und ab, hin und her. Schon mal sehr vielversprechend. Ja, auf und ab. So kann ich jetzt auch noch. Auf und ab, hin und her. Ja, der geht ja auch auf und ab. Das ist ein Steh-auf-Männchen. Obwohl. Jetzt. Truhe sehe ich gerade nicht. Dann weiter im Text. Was haben wir hier Schönes? Nichts offenbar. Warte mal. Okay, da hat er gerade irgendwie. Der Endschrein wäre da hinten. Ne, der ist ja hier. Ich hab da eine Kugel. Was kann ich hier alles bewegen? Was kann ich hier bewegen? Die Kugel kann ich bewegen, das ist schon mal klar. Kriege ich aber nicht so durch. Das ist leider so nicht möglich. Ich könnte das verbinden, damit ich da vielleicht die Kugel etc. näher hier ranbringe. Wäre eine Idee. Was ist das für ein Teil? Ah, steh auf, Männchen. Okay, ja, dann haben wir natürlich eine Idee. So, nur nicht verbinden, das wäre jetzt nicht so clever. Okay, das war auch alles anders clever. So, schon besser. Dann das Ding. Hat die Kuh gerade nie Probleme oder was? Tatsächlich. Nach dem Prinzip, das hatten wir vorhin ja schon mal gesehen. Und jetzt das Ding wieder da rein. Oh, da ging schnell.
Soweit so gut. Nur, was bringt mir das jetzt? Da oben eine Truhe vielleicht? Nee. Das ist auch so wie zwei... Ich meine, ich habe einen Deckensprung, um durch Decken zu gleiten, aber durch Gitter komme ich nicht. Gut, das hätte ein bisschen was von... vom Spiel Legend of Zelda A Link Between Worlds. Was auch sehr, sehr geil war, keine Frage. Aber da kann man sagen, also so... Naja. Zwischenspalte, sag ich jetzt mal, ne? Uns durchbewegen und... Ja, das hat durchaus was für sich. So, der ist klar, dann kommen wir da rüber und dann... Hä? Vor allem vermisse ich eine Truhe. Da hinten ist sie. Okay, muss erstmal darüber. Hm. Das ganze Konstrukt gerade macht so eigentlich keinen Sinn. Wobei ich das Ding halt irgendwie auch ein bisschen sinnlos finde. So. Also kommen wir schon mal hoch und bis zur Truhe. Soweit, so gut. Dass das denn so hochkommt, krass, hätte ich nicht gedacht. Oh, das wird schwierig. Nein, verdammt. Ah, Dreck. Was ist das jetzt hier? Es sei denn natürlich, aber das wäre ein bisschen krass, wenn das gehen würde. Entschuldigung. Dann hier nach vorne. Nein, Oh. Hallo? Mhm. Moment, was für ein Teil? Feenwasser. Medizin trägt die Heilkraft der Feen in sich und riecht leicht süßlich. Ja gut, aber Feen heilen mich ja auch, wenn ich eigentlich sterben würde. Also quasi gar kein Herz mehr haben. Dann verbauen sich die Feen ja automatisch. Ist es damit auch oder ist es eher für die Katz? So. Jetzt aber wissen natürlich auch, wie ich darüber komme. Das Ding ist aber relativ hoch. Wobei, aber auch nur zwei davon, ne? Ja, das reicht dann schon. Ich habe gerade überlegt, was das Teil da hinten noch mitnehmen soll. Aber ich glaube, es müsste klappen. Also. Konstruktfeld. So. Mhm.
Jetzt noch schnell gucken. Klappt das auch so? Ja, okay. Na genau, das wollte ich ja nicht. Oh Mann. Okay, aber jetzt stimmt es eigentlich wieder, ne? Das Problem, was ich jetzt habe, ist... Treffe ich so überhaupt noch das Teil da vorne? Jo, klappt noch. Hoch und runter, hin und her. Mit einem Segenslicht belohnt. Ich habe außerdem mal durchgezählt. Wir hätten doch mittlerweile auch noch genug offene Schreine, die ich machen könnte, die wir auch schon aktiviert haben. Damit ich glaube nochmal 2 oder 3 Herzcontainer dazu bekäme. Aber ich meine, guck mir mal die Leiste an. Ne? Nochmal 2, 3 Herzcontainer. Sieht zwar schon cool aus, aber ist wirklich nötig? So in so Anfang? Also ja, heißt Anfang. Jetzt aktuell zumindest, ne? Ich meine, es sind sicher Dinge, wo ich jetzt sagen würde, ja, sicher, machen wir gerne, aber kann noch mal ein bisschen warten. Vesne Kluda, zurück in Kakariko. Kakariko? So. Anti-Rutschmedizin. Wow, Stufe 3. Wow, ne, auch. Du hast mich geweckt. Vielen Dank, Mann. Luxusbett, Unterschied, ja, natürlich mehr Herzen. Das machen wir dann später. Ich meine, wir sind jetzt mitten am Tag. Ich habe ein paar Dinge hier zu tun noch. Warum so hoch? Neue Quest. Ach so. Ja, Unterstand drauf. Nehme Nemu und raus bist du. Du hast noch mehr zu berichten? Ja, ich berichte. Ich glaube, es fehlt noch eine nachher, ne? Früher gab es Personen, die mit Wind, Feuer, Wasser, Blitzschlag sowie mit Zeit und Licht im Bunde waren. Du hast noch mehr zu berichten. Mann, bist du krass drauf. Also ihm halt einfach. Und seine kämpfte der damalige Königin an der Seite der Weisen gegen den Dämonenkönig. Moment mal. Dann ist dieser Kataklysmus vielleicht ein Zeichen, dass der Dämonenkönig zurückgekehrt ist? Naja, irgendwie schon. Aber er hat schon alle, krass. Faszinierend. Mysterienstein, tja. Warte mal. Einschriften zusammenfügt, dann können dann zusammenhängende Texte raus, oder nicht? Das bedeutet, der letzte Teil steht auf der Tafel der schwebenden Kranzruine. Ach Mist, ich habe versucht, einen Text im Kopf zusammenzusetzen und ich bin zu doof dafür. Zitterflügler. Achso. Nochmal Regen. Monster im Koch, der einen Trank der freien Elektrizität schützt. Ja, Violet Alligator, wa? Yippie, yippie. Oh, dann gibt es ja auch noch hier den Kochtopf. Lange her. Yippie da, yippie de. Ja, bist du einen guten Tag zu sagen? Noch 3 Malen. Ja, die 5. kommen wir nicht hin, ne? Weil der verboten wurde. Und die Quest ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, ich brauche die 5. gar nicht. Fragen wir sich trotzdem warum. Ziegenbutter, aber 14, Spurkraut. Spurt oder Fit? Doch, Spurt. Rüstungskürbisse. Da können wir noch ein paar mehr mitnehmen. Wenn wir mal irgendwelche Rüstungstränke oder so kochen. Oder essen halt. Nimm das bitte an. Ne? Fit-Karotte. Dankeschön. Wir kommen jederzeit wieder, ja?
Hm. Ha. 10 Eier. Das ist eine weitere Quest oder was? Von Spuren der Hühner. Hä? Okay, wir sitzen noch. Warte mal, ich habe jetzt gerade ihr. Okay. So, dazu war, habe ich ja erstmal Eier gegeben, um sie nachher wieder abzukaufen. Ja, das ist doch mal geil. So schnell geht es natürlich auch hier mit den Quests. Dann mal gucken. Alter Schwede, sind noch so viel übrig. Stadt der Göttin der Kraft. Ja, muss man mit Eldra und sowas machen. Brunnenfan. Ja, und zurück. Irgendwann nochmal zurück zu den Gerudo gehen, muss ich das mal machen. Den Vorleger verwenden kann. Da haben wir Gerudo. Stolze Gerudo. Ja, da sind noch sehr viele Gerudo-Quests übrig. Junge. Riesenbrüder in 3 Höhlen. Gerunen Gewürz kann ich erst machen, bei den Gerunen war. Anschauungsunterricht, das kann ich jetzt eigentlich schon mal abgeben. Also Dankbarkeit. Das dankesvoller Schrein für eines dankesvoller Stein. Da liegt so ein Schaum an Kap Dram. Eldin Riesenfossil. Ja, wenn ich mal ein Eldin bin. Piratenmeute. Habe ich gemacht. Wundersamer Wirbel. Also 3 Quellen. Die Bitte des Stallarbeiters. Da ist das Ding. Operation Moldora. Ivarok. Wir haben gar keine Kagrego-Quest mehr. Okay. Ist echt schon alle? Wow, was eine Begrüßung hier. Holzpfeil. Na gut, hier war ja nichts. Grenze verkaufen. Grenze oder Kretze? Okay, was soll damit? Das zum Aufsetzen oder was? Was soll damit? So schön. Ja, Schmuckgrenzen, da liegt doch gar nichts. Meins wird doch weg. Ah doch, hier. Ist wieder da. Ja, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Keinen Schimmer. So, da ist noch da. Für die Rallala. Der ist auch noch da. Das heißt, er darf nicht hier durch, wa? Hä, aber darf man überhaupt irgendwann mal hier durch oder geht das gar nicht? Warte mal, ich habe jetzt die Vierkranzruine gemacht, vielleicht. Ich weiß ja nicht. Gut. Dann bin ich hier auch durch. Oh, da ist der Pura schon wieder. Willkommen! 2 Früchtchen, ja, ist sehr teuer bei uns. Der Ofen jetzt nicht mehr. Jo, die Preise gefallen mir schon ein bisschen besser. Was?
Die Preise generell so 800. Das Ganze kostet ja 800. Sonst Geschenk. Hier bitte nimm. Ein Chica-Stoff. Okay. Echt teuer das Ganze. Aber ja, wir haben ein bisschen Kohle zum Glück. Leuchtanzug. Leer gekauft. So. So, dann mal die Sets angucken, wa? Das Chica-Set. Ja, kann man machen, ne? Und ein Schleichbonus drauf. Beziehungsweise auf mal Schleicheffekte drauf. Der Bonus kommt natürlich später noch, wenn das Ganze mal upgraden würde. Leuchtmaske, Leuchtanzug. Aber was das Teil noch für einen Bonuseffekt hätte, wenn ich es upgraden würde. Gut, aber wir sind hier bei einem Dorf der Chica. Da kann man natürlich auch sowas anziehen hier. Ansonsten... Was haben wir hier drin noch? Oh. Da war nicht mehr viel. Ja, also ich bin hier in Kakariko schon fertig, oder was? Das kommt mir fast ein bisschen so vor, obwohl ich es kaum graben kann. Na klar, wir haben den Abgrund noch, da müssen wir ein bisschen was machen. Die kranke Oma ist ja auch nicht mehr da, die ist da vorne bei der Hütte. Ah, leckere Karotte. Wir müssen geredet. Wir haben uns verteidigt. Okay, wie soll das funktionieren? Wenn du eine Waffe an einem Schild anbringst, dann Angriff an das Verteidigen ins Mögloch. Man so einen Steiner probiert. Ja. Und du fährst sogar irgendwas, ein Opal oder sowas dran oder ein anderes Material, um die Gegner zu verbrennen oder einzufrieren, wenn sie auf einen einprügeln. Können wir auch durchaus vorstellen. Hier ist mal eine Chica-Hütte, war ich hier auch schon mal drin? Ich glaube nicht, wahr? So, also wenn wir hier sowieso keine Quests mehr haben von den Chica und ich momentan gar nichts mehr sehe, was ich noch machen könnte. Nächste Frage. Also ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht, nicht von allen, das stimmt, weil ich nicht ganz sicher, ob ich dort brauche. Wow, ein bisschen laggy. Ich will mal kurz gucken, was er mit den aktuellen so macht. Oh, ein Rüstling. Also, ob das irgendwie schon was bringt oder ob das völliger Käse ist, was ich gemacht habe, sehr. Nur Zeit zu finden. Das sind es nicht solche Steintafeln, sondern andere, ne? Also es ist nicht die hier. Und die hier, die gehen nicht, warte zum zeigen. Okay. Ja, dann sind es halt doch solche, also solche Dinge mit dem Spähposten haben wir auch schon im Himmel oben gesehen, ne? Moment, falsch, hier. Haben wir auch schon im Himmel oben gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es da auch so eine gab hier. Die haben meistens so eine seltsame Form. Ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie nennen soll. Solche Dinge, ich glaube, das sind... Da können so die haben hier so eine seltsame Form, tatsächlich. Und die hier, ne, ich glaube, es sind eher vor allem die hier. Die Dinger hier, haben so eine Tafel drin. Okay, aber es ist eine Episodenquest. Das ist insofern gut. Dinger 12. Dann
den Hauptzielen her. Ein Phänomen, da ist klar, das Ding ist auch klar. Okay, ja, warte mal. Album, dann lösche doch die einfach mal. Weil irgendwie geht das Album ja auch mal voll. Gut, und dann würde ich sagen, noch mal zu gucken. Warte mal, ich muss auch auf die Karte. Ob vielleicht jetzt noch was im Sperrposten zu holen ist, gehe ich mal kurz zu Pura. Weil ich denke mir, irgendwas wird die sicher für uns haben. Zora sind da fliegen Orni, Jodas haben wir auch schon gesehen. Napura. Dass es ein Prinzessin Zelda Kataklysmus geben muss. Und da ist ernst als gedacht, soll so schnell wie möglich auch die letzte Region untersuchen. Was für ein Ort. Hier haben wir ein Fischerdorf namens Angel, steht ganz im Südosten. Ja, haben wir schon gemacht. Ja, Elden ist mir klar, aber Angelstedt haben wir auch schon gemacht. Hä? Pura, was ist los mit dir? Ja, Plan im Hauptquartier. Ja, Kachika, zurück. Warte mal. Was vergessen, hat der jetzt irgendwie mehr im Angebot als früher? Gut, wir finden es nicht so einfach, aber ich ja schon. Okay. Er muss seine Brüder finden, ne? Aber der zahlt mir jedes Mal 100 Seelen dafür ab und das will ich ja nicht. Wir bereisen ungefähr, wo die sind. Guck mal einer an. Leuchtanzug, Ninja-Anzug. Ja, ein paar Dinge sind plötzlich hier. Das Angebot wächst und gedeiht. Schön, schön. Okay, dann kurz noch runter. Schutzraum. Ansetzt. Dione, nee. Aber hier können wir noch gut kochen. Schloss Hyrule. Ja, müssen wir bald wieder hin. Tatsächlich, wenn diese Waffen immer da sind. Mapplan, okay. Wie sieht's aus? Mein Angestellt waren wir auch schon, deswegen ein bisschen seltsam, dass Pura das nochmal erwähnt hat. Das auf Taburasa. Ranel, ja. Haben wir auch schon. Neklude, in manchen Siedlungen liegen. Okay. Kagriko, Aber Schönheitszahn, ja, die gute Pura, wissen wir. Atheno, ja. Angel steht. Ja, aber ich war doch in Angelstedt unten schon. Irgendwie erzählen hat mir auch nichts. Muss die Monster da unten irgendwie nochmal auftreiben. Vielleicht ist der jetzt erst da. Das könnte ja auch sein. Sie ist und bleibt auch ein bisschen schräg. Okay, zeitlich gesehen, ein bisschen habe ich jetzt noch. Wir gehen also mal kurz zurück nach Atheno. Ich wollte gerade sagen Kagriko, nein. Nach Atheno. Und das mit dem Anschauungsunterricht zu erledigen. Und dann will ich noch gucken, ob irgendwie die eine Schwester, der Shikas, irgendwie da noch da ist.
ansonsten, ja, soll ich schon nach Eldin aufbrechen oder... Das Problem ist halt mit den ganzen anderen Gebieten, ne, wo ich noch Sidequests habe. Ich meine, einerseits zu sagen, jetzt mache ich erstmal die ganze Hauptstory nach, alle Sidequests ist irgendwie auf eine Art und Weise scheiße. Aber andererseits zu sagen, oder schon Zelda, aber andererseits zu sagen, hey, ich mache erstmal alle Sidequests und dann die Hauptstory weiter, ist auch scheiße. Also mit einer gewissen Zwickmühle leider. Die Operation Ivarok, Moldur, muss auch mal machen, wa? Ist eigentlich nicht so schwierig tatsächlich. Das hat so 3 Quellen. Die Wirbel, die Piratenmeute. Das könnte ich vielleicht sogar ein bisschen kombinieren, wa? Wenn man dann in naher Zukunft uns nach Eldin aufmachen und dann auch noch ein paar der Sidequests abschließen. So, ja, aber Dilemma. Achso, vielleicht aktualisiert er das bei Pura erst, wenn ich es bei Ralera, also die Quest bei Ralera gemacht habe. Das könnte ja sein. Ups. Das würde mich nicht mal wundern, wenn das irgendwie so geskriptet ist. Von wegen, du hast eine offene Sidequest. Ja, dann ist das Gebiet noch nicht abgeschlossen. Vogelscheuchen und Brunnen. Vogelscheuchen. Rennen mich immer ein bisschen an Queen of Time. Der Vogelscheuchenpolka, die war zum Teil auch übel. Ja, das Dilemma, Mann. Das Thema der Verheerung. Ja, hab ich ja. Soll ich das Ding nochmal zeigen oder was? Junge, ich hab's doch. Was ist los mit dir? Hast du eine Quest übersehen oder was? Ja, hab ich. Da geht's nicht, weil irgendwie schon zu spät ist, weil sie eigentlich eher morgen sein müsste für den Unterricht. Weil ich kann ja so gesehen dem Bild aussehen ihm das geben, das geht ja leider nicht. Löschen könnte ich, wäre natürlich auch cool. Nein, Quatsch. Ich meine, es muss funktionieren, weil da habe ich ein schönes rotes Ausrufezeichen, das heißt, er hat die Quest dann getriggert. Aber ja, ich muss erst mal den nächsten Tag pennen, bis ich ihm die geben kann. Da irgendwo im Bett, wo ich irgendwie schnell schlafen könnte. Hier geht's nicht. Da ist der Krog, den haben wir auch schon mal gesehen. Ja, scheiße, Mann, okay. Gucken wir das nochmal in der nächsten Folge an, Leute. Das heißt, wir gehen kurz zur Boutique da unten. Gucken wir, ob jetzt die Schwester von der einen Shika-Braut hier ist. Und ob ich deswegen noch was machen kann oder ob das vorerst nicht möglich ist quasi. So, da ist der. Der ist auch da für die Rallala. Parsegel erneuern. Ich hätte gerne mal den Stoff, was, Sagano-Stoff? Sagono-Stoff, nein. Den Shika, wo ist er? Hier, Shika-Stoff. Wie muss ich eigentlich da rein, wenn er nur einen Parasegel anpassen will? Bis bald! Jo, ich würde sagen, stehen hier. Also Leute, die Folge ist nochmal vorbei. Nächsten Part also nochmal kurz gucken, ob ich tagsüber, wenn der Unterricht eigentlich auch anfängt und so, ob ich dann das Bild geben kann. Ob ich irgendwas falsch gemacht habe, ich muss nochmal ganz kurz zurück. Ein neues Foto schießen oder so. Ansonsten... Ja, weiß auch nicht. Aber wir kommen Athena, jetzt ist sie hier. Gehen wir kurz
kurz rein. Und ansonsten, nächste Folge würden wir sagen, noch den Himmel und Untergrund von Kakariko angucken. Vor allem der Untergrund ganz wichtig. Ich glaube, oben gibt es nicht viel zu tun für uns. Aber der Untergrund halt. Und dann würde ich je nachdem sagen, die ein oder andere Sidequest noch, gerade irgendwie so krasse Dinger. Wie das irgendwie mit der Piratenmord oder sowas in der Art. Der Sidequest würde ich sagen, das ist relativ schnell gemacht. Hä? Ist eine kleine Aufgabe? Ah, die hier. Na, die haben wir schon. Ansonsten dann natürlich Richtung Eldin weiter unterwegs. Die sind ja teuer, hey, lecco mio. Aber ja, sind all die Rüstungen, die ich schon habe. Hylia Shield kostet mich 3000, wenn er irgendwie mal kaputt gehen sollte. Ne? Aber eben, ich kann noch einen weiteren einfach so kaufen. Auch krass. Nee, Moment noch gar nicht, ne? Achso, ich muss ihn erstmal einmal verbrauchen. Also erstmal, wenn mein Hylia Shield kaputt geht, dann kann ich ihn hier nochmal neu kaufen. Mein 3000 jetzt nicht so viel. Wir haben da genug Warenfarm und so, geht das schon. Die ganzen Dinge hier haben wir auch schon alle. Ja. Ja, also die Klamottensammlung, die geht auch stetig weiter voran. Ich denke auch auf dem Weg nach Eldin, wenn wir dann so weit sind, dass er sich auch mal noch die Jägerrüstung komplettieren will. Wenn er mal die Sidequest abschließen möchte. Ja, wir gucken mal, wa? Aber nach Eldin ist leider schon langsam mal notwendig. Ich habe irgendwie noch die Hoffnung, dass wenn wir auch Eldin durch haben, dass die Story noch nicht so weit ist, schon sagen kann, so jetzt ab zu Ganondorf und fertig, sondern dass noch ein bisschen was fehlt tatsächlich. Dann nochmal die Hauptsache noch ein bisschen weitergeht und wir deswegen dann auch noch gut ein bisschen Zeit haben, die restlichen Sidequests nochmal abzugrasen, weil wir halt alle Regionen und so dann auch befreit haben. Naja, wir werden sehen. Also, in dem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Dann aber am nächsten Tag hier, also sowohl Real Life als auch hier in-game, am nächsten Tag dann und ja, hoffen, dass wir das Gemälde abgeben können und wieder eine Sidequest abgeschlossen hätten. Ne? Bis dahin, tschüss.